Damen an die Herren, den Christoph Hansen und ich selber, Isabel Wissler-Lima, begrüßen ich ganz herzlich für Straßburg, wo wir für alles, was wir hier sind, berichten, was die Agenda an der Plénière uns hauptsächlich betroffen hat. Schon zwei Punkte, Christoph, die mir wirklich ganz stark am Herzen liegen, an denen wir trätiert haben, das Jahr, das bedient das den Mobbing. Wir haben am Parlament empfangen Madame Jackie Fox, die Mama ist vom Nicole Coco genannt, oder als Coco genannt ging, glücklicherweise. Das hier durch an die hat sich den Leben geholt. An Jackie hat wirklich ganz viel drin gelitten, kann in sich das vorstellen. Eine Mama, die Kind verliert, weil sie sich suizidiert hat, wegen dem Mobbing, den ausgesetzt war. Und wie dann sein Mädchen auch noch gestorben ist, da musste feststellen, dass die den Mobbing gemacht haben, auch noch absolut nicht konnten, irgendwo als responsabel erklärt geht für das Ganze. Und hat gesagt, das kann nicht sein. Es hat relativ viel erholt. Am Anfang mit wenig Success, aber danach, weil immer mehr Leute am Fungehol hören haben, an gelauscht haben, an Presse und auch noch matt gewirkt hat es immer mehr Zuhörer bekommen. Und sie haben auch fertig gebracht, dass am Fungehol an Irland ein Gesetz gibt, das am Fungehol den Mobbing online kriminalisiert. Und ich muss sagen, dass wenn ich gesehen habe, dass eine Person das mit so viel Energie dann fertig auch bringt, muss ich sagen, das ist schon eine ganz große Bewunderung da. Und sie ist haut, dann sie ist schon letzte Woche bei uns gewesen, bei der EVP, und das Woche ist sie dann noch am Parlament selber. Und sie freut einfach, aber da kommt man machen, dass auch so etwas am europäischen Niveau. Und wir haben uns am Fungol als EVP dazu engagiert. Also, an dem Fall war doch so, das Mädchen hat Fotos, die durch irgendeinen Grund von anderen Leuten benutzt sind, wo dann Pose war, wo dummer da erpresst wurde, carrément. Und das wurde so lange erpresst, bis es dann enfin de Condition von ein Jahr lâchiert wird. Das ist so, dass die Haien am Fong sowohl am richtigen Leben wie online gemacht haben. Und das wirklich so wie der Mobbing eben wirklich ist. Also, das dann auf irgendeiner Platz, sie stoßen nicht, es fällt, und dann so, oh, pardon, das ist nicht gern geschieht. Und das konstant gewirrscht. Und dann, online, wie du gesagt hast, haben sie eine ganze Reise gemacht. Und das Allerschlimmste, das ist effektiv, das ist schwer, das so durchzustellen, mit das von sexuellen Akt durchgestellt gehen mit drei anderen Personen, und das dann nicht hat. Mit das so inszeniert, wie wenn es hat gewirrscht wäre, und das dann online gesagt ging. Das war einfach auch für die Mädchen ich war zu weit gegangen. Es hat schon ein Jahr probiert zu suicidieren, und dann also dann auch ein Kehr gelungen. Man muss sich vorstellen, was für ein Druck ausgeübt wird, und mit was für einer Gewalt das gemerkt wird. Es sind am Anfang Leute, die sich daran freuen, für einen anderen Leben absolut unmöglich zu machen. Also das ist wirklich etwas, was man nicht können als solch zulassen. Die gemobbt haben, die gemobbt waren Erwachsene. Dafür muss schon so, dass das einfach etwas ist, was mir für als Jugendliche, weil das ist vielleicht noch eine wichtige Information, wir gehen als absolut keine Rechenschaft. Es sind Tausende von den Jugendlichen, quasiment Tausende von den Jugendlichen in Europa, sind einkehr mit Cybermobbing konfrontiert. Wir können das einfach nicht zulassen. Also, es muss so sein, dass die das machen, bestraft gehen. Also das ist den E-Punkt, den mir wirklich ganz wichtig ist. An den anderen, das die wird vielleicht schon hören von der Istanbul-Konvention, an die als auf einer ganzen Reihe Länder ratifiziert, aber nicht von allen, das lang gesagt gehen, dass worum es geht bei der Istanbul-Konvention? Entschuldigung? Worum es geht bei der Istanbul-Konvention? Die Istanbul-Konvention am Fungehol als für zu verteidigen die Frauen gegen Gewalt, an notamment häusliche Gewalt.
Et sind en ganz Reihe Länder, die et eben ratifizeiert tun, erschriven hun, an andere net. Wir hun schon seit gut 10 Jahre, dass wir am Gange sind, für das es soll im europäischen Niveau einfach ratifiziert gehen von der EU. Und das haben wir auch heute dezidiert. Am Parlament, das heute gestimmt geht, war ein großer Moment, wo das ist etwas Trauriges, um was es geht. Mit dem Fakt, dass wir dezidiert tun, dass am Fond die Europäische Union als Europäische Union, der gibt beitreten, Mengen schon mal wirklich einen ganz guten Schritt an die richtige Richtung gemacht. Christoph, du hast auch ein ganz reiches Sujet. Ja, ich hatte auch 2 Sujets effektiv. Wir hatten morgen eine ganz wichtige Debatte am Kader von der Landwirtschaft. Wir hatten notamment ein ganz großes Problem, das wir aktuell am europäischen Niveau an der Landwirtschaft haben. Und einerseits natürlich den Ukraine-Krieg, der noch dazu gefordert hat, dass verschiedene Gider durch Europa zirkulieren, die sonst nicht durch Europa zirkuliert. So dass ganz viel von den Kehren aus der Ukraine über das Schwarze Meer an die Welt kommen. Mehr war für den Ukrainer zu helfen. Wir haben auch gesagt, wir holen die Gider iwwer de Land fir an d Europäesche Union ran, dat sollt eigentlich zirkuléieren, mit de facto as Wallo ganz viel Wees Mais stoe bliwen an de Länder wie Bulgarien, Rumänien, Polen etc. An diesen natürlich Landwirtschaftler an Bauern sind natürlich sto op de Barrikade, weil hier Preise auch dummer der Lo futti gemacht gin. Da muss man gucken, dat man die Kehren, die fir den Transit gedurcht sind, dat ze auch durchkommen, an dat ze netgent verhenke bleiwe, weil das natürlich dann noch ganz gefährlich fir Landwirtschaft, an das dann noch gefährlich fir Solidarität von den Europäern mat der Ukraine. Ich meine, da muss man Lesungen finden. Den Drittstaaten wird es kommen. Effektiv. Und dann ist natürlich schon mal eine ganz rich Legislation, die Kommission Lohn probiert, so sehr wie möglich für Ende vom Mandat durch den Legislativweg zu drücken. Da denkt dass den Schutz von den oder die Restauration von der Natur an diese verschiedenen Objektiven, die Lohn soll ganz schnell erreicht gehen, dass 10% von den Flächen müssen immer net Naturzustand méi war méi no der Naturzustand sollen Trick versät gin. An dat das natürlich fir als Bauuren a Wënzer ganz schwierig, weil du werden se auch Produktionsflächen potenziell verléieren. Ech fannnen nach muss man wirklich die Sache nach bisssen méi am Detail diskutieren, an net probieren gut gekut dat Lo durchzudrecken in anderen Dossier as den vun de Pflanzenschutzmëttelen, wo auch eng 50% Reduktion soll erreicht gin. Iwer Ziel darüber können wir simmer als am Prinzip eins, wie wir du hinkommen. Gehen halt et Meinungen im Moment nach ganz weit auseinander. Mir hätte gerne als EVP, dass man da erstens mal gucken, dass man auch gucken, was technologisch machbar ist, die sogenannte Präzisionslandwirtschaft, wo ich mit GPS schaffen kann, wo ich mit Drohnen schaffen kann, wieder die so human wie möglich Pflanzenschutzmittel muss ersetzen. Und das ist mal der nächste Weg, wo ich bei der Landwirtschaft Reduktionen kann erreichen. Das geht aber von den Grünen am Europaparlament im Moment gut nicht gewollt, dass man über die Präzisionslandwirtschaft schwätzen. Ich meine, das ist ein großer Fehler. Und dann ist ein anderer Punkt, ich meine, generell am Gebrauch, wenn man die 50% hinsetzen, muss man gucken, wie ein Sektor können da kontribuieren. Ich habe Amendementer gemacht, weil an dem heute Reglement sind ausgeholt, zum Beispiel Industriezonen, die können weiterspritzen, Réseau de Transport wie Schienennetzer, die können weiterspritzen. Als das richtig? Ich fand nicht. Da war nicht Amendementer dran, dass die Industriezonen an Zonen von den Zisch, weil Zisch meistens am Dall, meistens nur beim Wasser, und das sind die gefährlichsten Zonen. Und ich gebe so, wenn man da schon reduzieren oder quasi auf Null gehen, da hat man eine riesige Reduktion gepackt, und man gibt noch mit der Präzisionslandwirtschaft zusammen kommen. Lo will natürlich verschiedene Leute das ganz aufschießen. Ich meine, das ist auch nicht der richtige Weg, wie man soll das die nötige Zeit lassen, für pragmatische Lösungen zu summen am Sektor zu finden und nicht gegen den Sektor. Weil das ist nämlich auch wichtig, wenn man über Lebensmittelsicherheit und Lebensmittelproduktion schwätzen, muss man das am Sektor machen und nicht gegen den Sektor. Und das probieren leider verschiedene Leute hier im Europaparlament zu machen. Immer der richtige Equilibrium von Christoph. Ganz genau. Ein zweiter Punkt, den aber auch ganz wichtig ist, als ganz ökologische Transition. Wir wollen auf andere Energiequellen setzen, wir wollen Windenergie produzieren, wir wollen Solarenergie produzieren. Aber wir sind extrem abhängig von den Technologien und den Materialien, die hauptsächlich aus Ländern wie China kommen. Und da muss man als Lot mehr gehen für das auch. Pardon. Abzubauen, und wir müssen noch gucken, dass wir und Materialien kommen.
Und ich meine, du hast doch wichtig, dass man Partner fanden, die mehr verlässlich sind wie Chinesen. Und du vermengst es doch wichtig, dass man über neue Handelsakkoren proaktiv nachdenken, mit Ländern wie Australien, wie Chile, wie die Mercosur-Länder, wie Mexiko, die haben die Ressourcen. Das muss man machen, wenn man da eine konkrete Lösung finden. Du hast absolut recht. Also, Madame von der Leyen hat von enger Politik geschwert. Wir hat eng froh haut mit Gestaltkrit von engem Gruppe, den aus Lützeburg Visit am Parlament war. Man hat vorgestaltkrit. Hier steht dann lo, dass man uns komplett zumachen par rapport zu China. Das ist ja gar nicht das, was man will. Par contre, schon ganz interessant von den Term, den Madame von der Leyen benutzt hat, wie sie Römkommers aus der China-Reis, wo sie gesagt hat, es geht darum, für De-Risking huet ze gesot. Dat Tech do wo Risk ass, dat man ans do zurückziehen. Das heißt, dass man eben nicht an einer Dependenz sind par rapport zu China. Schon das ganz interessant. Und dass man eben noch Produktionsschäden hier in Europa aufbauen für Batterien, für Solarpanelen. Und da gibt es an dem Net Zero Industry Act, wie die Kommission das nennt, ganz viele Opportunitäten. Und da muss man auch gucken, dass man zu Lützeburg die Zone findet, wo man so eine Produktion könnten hinkriegen. Das war auch eine Challenge für als nächste Lützeburger Regierung, wo hoffentlich CSV da noch dabei ist. Mehr Autonomie an der Produktion. Ich wollte nur noch just einen Satz sagen. Wir hatten jo, bei der letzten Plenär den Herr Bittel an der Plenär. Wir haben das Woche haut der portugiesische Präsident, der Marcelo Rebelo de Sousa, hat mir hier am Parlament den ich meine, dass für als portugiesisch Freund zu Lützeburg auch eine Information, die sie gerne hören, an den hat eine Rede gehalten, die wirklich an als EVP, also auch CSV, Lin rapasst an das ganz viel applaudiert gehen zum Schluss für seine Rede. Auch eine Perspektive für die Zukunft, wie wir sollen weiterfahren. Wieso nicht vielen merci für das Lauschen und hoffen, ihr zu gesehen bei der nächsten Plenär. Vielen merci, bis geschwind.